Warum brauchen Kinder Märchen? Das Wort Märchen kommt vom Mär und das heisst, es ist immer mündlich weiterverzählt worden. Märchen sind sehr alt, auch wie Sagen oder mythologische Geschichten. Das ist von Mensch zu Mensch weitergegeben worden. Und im Orient hat es Märchenerzähler, die von Dorf zu Dorf gegangen sind. Auch in Irland oder in Schottland oder bei uns in den Bergen hat sich das Märchenverzählen sehr erhalten. Auch einfach in den Alpenländern zum Beispiel, auch in Österreich. Und das heisst, das sind alte Weisheiten, die verpackt sind in Geschichten. Und die fangen normalerweise an, es war einmal oder als das Wünschen noch geholfen hat. Und in Neuseeland fangen sie sogar an, als die Berge noch wanderten und die Erde noch jung war. Weil das ist noch ein bisschen später entstanden, weder unsere Gebirge hier in der Schweiz. Ich finde das ganz spannend. Also noch einmal, als die Erde noch jung war und die Berge noch wanderten. Und es kommen immer so Archetypen vor. Also es hat einen König und eine Königin, es hat einen Hirt, es hat einen Diener, es hat Kind, es hat Prinzessinnen, es hat Bettler, es hat Räuber, es hat den Teufel mit den 3 goldigen Haaren zum Beispiel, oder es hat Wölfe, oder es hat Drachen. Also es sind immer Figuren, die ganz eine bestimmte Bedeutung haben. Und jetzt ist bei den Kindern das Interessante, dass die je mehr Inseln, als man spielen kann, wie mehr als ich kann. Einer ist der König, einer ist der Wolf, einer ist der Dieb, einer ist der Zauberer, einer ist eine weise alte Frau, einer ist ein Säuhirt oder der Hans im Glück. Je mehr von diesen Archetypen, dass ich spielen kann, je grösser und je stabiler werde ich. Weil all diese Figuren sind eigentlich in uns innen, in unserer Seele und in unserem Denken, das wir mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen. Und die Kinder sind einfach dieser Welt, dieser geistigen Welt viel näher, wenn sie klein sind. Und wir sagen so, bis sie in die Schule kommen und anfangen zu schreiben, wird die Fantasie manchmal kaputt gemacht, also dass einfach wie ein bisschen verschwindet. Und darum ist es wichtig, dass man in diesen magischen Jahren, immer von Baby bis 8, 9, ist so wichtig, dass sie mit diesen Geschichten aufwachsen. Weil in den Märchen immer die Märchenhelden oder Heldinnen die gewinnen. Und die Bösen verwandeln sich in Steine, fallen tot um oder verschwinden im Wald, also Grossmühler, die kommen nicht mehr zurück. Und ganz viel ist der Kleinste, der Dummling, wie sie auch sagen, weil die noch nicht so sich durchsetzen gegen ihre Brüder oder Schwestern, die Grossmühler sind, die ganz viel am Schluss gewinnen. Das heisst also, Märchen sind ein Lebensweg. Also man geht aus dem Schloss zum Beispiel raus und muss im Wald Proben bestehen. Und durch das, als man sich das Proben stellt und man diese Sachen lösen kann, wird man immer stärker und erwachsener. Und am Schluss kommt man zurück ins Königreich und wird dann selber König oder Königin. Das ist ja so Message von den Märchen. Also der Mensch muss handeln. Wenn ich einfach nur hier hocke und nichts mache, passiert nichts. Ich darf in einem Märchen, ist sehr viel, es heisst, sie sind arme Leute, Mutter und Vater sind gestorben, sie sind allein daheim, sie müssen briegen, sie sind traurig. Aber nachher gehen die Figuren alle raus und teilen vor allem teilen miteinander. Und durch das Teilen und das Rausgehen werden sie wieder glücklich.
Das heisst also für uns zum Beispiel als Frauen, wenn man wie die Frau ist und nachher daheim bleibt und nichts macht, dann wird man immer einsamer, dann gibt es eine Abspirale. Also wenn man rausgeht und teilt und das Leben in die Hand nimmt oder unter die Füsse, dann dürfen ganz tolle Sachen geschehen. Und das ist für die Kinder ganz, ganz wichtig, das zu wissen, dass man eben stark wird, dass ein Problem stark machen und dass nicht ein Problem erschlägt, sondern dass man eben dass man durch das stark wird. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Und dann passieren eben auch ganz viele Wunder in den Märchen. Man sagt, die Zaubermärchen. Und das ist etwas, was für die Kinder selbstverständlich ist. Also im Märchen tut zum Beispiel eine Nuss aufgehen und dann kommt ein wunderbares Kleid raus. Oder es tut sich etwas einfach verwandeln in eine andere Person. Also es ist zum Beispiel in der Zottelhaube ist die so ein Mädchen, das so wo die geboren wird, kommt sie auf einem Geissbock zur Welt und hat einen Kochlöffel in der Hand und eine Zottelhaube an und die rasen hin und her. Sie kommt als Prinzessin auf die Welt und sagt allen, wo Gott hockt. Und nach ihr wird noch eine Zwillingsschwester geboren. Das ist eine ganz schöne, aber ganz fade und eine anständige. Die zwei haben sich aber sehr gern. Aber das heisst, beide verwandeln sich nachher verwandeln. Also die Zottelhaube wird die Haube wird eine Krone und der Küchenkölle wird ein Zepter und der Geissbock, der so tut wie ein Wilde, der wird dann nachher ein wunderschöner Schimmel. Also, dass eine Situation sich plötzlich ganz dreht, also wie der Frosch, wo man an die Wange schiesst und dann kommt der Prinz raus. Das ist einfach etwas, was für Kinder in diesen magischen Jahren selbstverständlich ist. Alles, was sich bewegt, was sich ist beseelt. Und es ist ganz wichtig, dass Kinder von diesen Weisheiten können sich quasi ihre Seele ernähren. Das macht, dass sie resilienter werden. Also wenn man weiss, ich kann gewinnen, ich kann die Probe bestehen, dann ist das ganz anders, als wenn ich denke, ich habe nichts, ich bin nichts, aus mir wird nichts. Dann ist es ganz schwierig. Also von dem her ist es wichtig. Dann kommt dazu, dass Märchen wie auf einer Bühne ablaufen. Also da bin ich im Schloss, dann bin ich im Wald, dann komme ich vielleicht in eine Höhle zu einem Drachen, dann muss ich den töten und nachher komme ich wieder zurück und dann wird ich vielleicht König zum Beispiel. Also es tut das Hirn enorm schärfen, wenn ich in diesen Kulissen mich bewege. Also wenn ich eben hier im Wald bin, oder hier bin ich im Hexenhäuschen, oder hier bin ich bei Hänsel und Gretel, fahre ich mit der Ente über den See. Also wenn ich immer in diesen Bildern mir die merken kann, das fördert unglaublich die Intelligenz. Also Kinder, die Märchen hören, werden in den Gefühlen stabiler, sie werden witziger, weil sie merken, dass man auch etwas überlisten kann oder dass man etwas dass man einfach das Böse überwinden kann. Und gleichzeitig, also es ist das Gefühl, es ist das Können, es ist die Intelligenz, also die Wortgewaltigkeit wird gepflegt, weil ich mich in diesen Räumen bewegen kann. Und das heisst einfach, Kinder, also Märchen fördern zuletzt die Intelligenz, Konzentration und Vorstellungskraft, die innere. Und darum sind Märchen so wichtig. Und ich finde es wichtig, dass man sie wie früher von Mensch zu Mensch erzählt. Und es ist nicht das Gleiche, es ist besser als nichts, wenn ich ein Märchen aus einem Buch ablese. Aber wenn ich die Kinder anschaue, dann sehe ich, wenn eins Angst hat und da an den Nägeln knübeln, dann weiss ich, ups, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, es ist jetzt gerade ein bisschen zu stark. Aber was Argument, das auch für Märchen aufgeführt wird, ist, dass sie ja so böse. Aber
wenn das Böse im Märchen wird immer eliminiert und besiegt. Das heisst, das ist wie eine kleine homöopathische Gabe, dass man weiss, ich kann das Böse besiegen. Ich kann das Böse überwinden. Mir geht es am Schluss wieder gut. Weil im Märchen wird es immer gut am Schluss. Und diese Mitteilung, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft, ist im späteren Leben nicht mehr ganz so einfach. Aber das hilft den Kindern mit Selbstwertgefühl, mit Freude und Neugier ins Leben hinauszugehen. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste daran. Darum brauchen Kinder Märchen.